Guten Morgen miteinander, guten Morgen auch im Livestream. Hey, schön, dass du mit dabei bist. Wir starten heute im zweiten Teil von unserer Serie Family mit dem Untertitel Lieb deinen Nächsten. Und ich finde, es ist so ein wichtiges Thema. Familie, wie wir alle, sind Teil von einer Familie. Das kann bei dir anders aussehen als bei mir, aber wir alle sind Teil von einer Familie und Familie hat so einen grossen Einfluss auf unser Leben. Familie prägt unser Leben und wir können auch unsere Familie prägen. Die Bibel zeigt uns, dass Familie Gottes Idee ist. Gott ist der die Familie ins Leben gerufen hat, weil er ist ein Gott von der Gemeinschaft. Er ist ein Gott, der Gemeinschaft liebt. Und Familie ist eine Form von Gemeinschaft. Das kann eine sehr enge Gemeinschaft sein, die da stattfindet. Spannend, was ich finde, ist, dass für dich Familie ganz anders aussehen kann als für mich. Du hast vielleicht Familie total anders erlebt, als ich das erlebt habe, als das für mich Realität ist. Und so kann Familie so vielschichtig sein und so komplex mit verschiedenen Dimensionen auch. Und heute Morgen wollen wir genau über das reden und das wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Wir geben euch nämlich einen Einblick in so verschiedene Familiensituationen. Und ich habe das Privileg, dass ich heute Morgen so einen Tag führen mit 4 Leuten aus unserer Reihe, die hier in der GVC Zürich-Oberland in die Kirche gehen, die mit dabei sind. Und es sind Personen, die werden erzählen, direkt aus ihrem Leben, ehrlich, authentisch. Und ich hoffe und bete, dass das unsere Perspektive erweitern. Ich wünsche mir, dass dich inspirieren darf. Ich lade aber auch den Heiligen Geist ein, dass er einfach zu uns reden darf, uns bewegen und dass wir ihm Raum dürfen geben, dass er wirklich in unsere Herzen sprechen, dort, wo er findet, dass es dran ist. Ich möchte jetzt gerade die 4 Personen auf die Bühne bitten und ich darf euch bitten, um einen herzlichen Applaus zu geben, wenn sie da raufkommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, euch hier oben zu haben bei mir. Und die kommenden Minuten einfach von euch zu hören, aus eurem Leben, aus euren Familiensituationen. Ich möchte kurz vorstellen, wer das wir hier auf der Bühne haben. Für die vielleicht die Personen nicht so gut kennen. Zum einen sitzt da gerade neben mir Rahel Angst. Rahel, du bist schon seit vielen Jahren Teil von der GVC Zürich-Oberland. Du investierst dich sehr fest bei uns in der Kids-Arbeit, machst da einen genialen Job. Und du schaffst auch in einer Organisation, wo Kinder in Pflegefamilien platzieren. Du bist dort mit diesen Pflegefamilien auch unterwegs und tust mit diesen Platzierungen schauen, organisieren, genau das leiten. Und du bist gelernte Sozialpädagogin. Und du lebst im schönen Greifensee. Dann nebendran auf dem Sofa sind Klausers. Susanna und Hans-Rudi Klauser, ihr seid dieses Jahr seit 40 Jahren geheiratet. Doch schon ein paar Jahre miteinander unterwegs. Ihr habt 4 erwachsene, geniale Kinder. Die einen von denen sind auch schon geheiratet. Ihr seid eigentlich schon fast seit der Anfangszeit hier in der GVC Zürich-Oberland. Ich glaube, ihr seid so im 1., 2. Jahr dazugekommen und schon lang mit dabei. Und ihr wohnt im schönen Ringwil. Dann der Max Münch. Mir schön gegenüber. Max, schön bist du da heute Morgen. Du bist 22 Jahre jung. Genau, du bist ursprünglich aus Deutschland, bist seit 3 Jahren hier in der Schweiz. Und du lebst in Volkenswil mit deiner Mutter und ihrem Freund in einer WG, könnte man sagen. Genau. Und du studierst Biochemie in Zürich. Herzlich willkommen. Schön, sind ihr da. Liebe Klausers, ich will gerade mal zu euch kommen. Und zwar, Hans-Rudi, du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Du hast mir gesagt, die Jugend, die Small Groups, die haben deinen Glauben sehr, sehr stark positiv geprägt. Susanna, du bist in einer Familie aufgewachsen, wo der Glaube nicht so eine zentrale Rolle gespielt hat. Du hast dann später dich entschieden, das Leben mit Jesus zu führen, ihm nachzufolgen. Ihr habt ihn geheiratet, ihr habt mit der Kinderplanung angefangen, ihr habt eine Familie gegründet. Und euch ist es wichtig, dass der Glaube in eurer Familie gelebt wird. Ihr wollt den Glauben prägen. Und mich würde es wundern, wie habt ihr den Glauben weitergegeben? Für uns war es wichtig, dass ein
alltagspraktischer Glauben ist, also ein alltagsrelevanter Glaube. Und wir haben Zeit gehabt, das miteinander auch abzusprechen, vorgängig, bevor unsere Kinder gekommen sind. Wir sind 7 Jahre ohne Kind gewesen. Und das hat für uns angefangen, indem dass wir, als sie ganz klein waren, für sie gebetet haben, biblische Geschichten erzählt haben, als sie älter waren. X Büchlein kennen wir sicher alle. Manchmal fast eingeschlafen, wo die Tochter gesagt hat, ich mag mich erinnern, Papi nicht einschlafen. Es hat diese Situationen gegeben. Für uns war auch die Kirche sehr wichtig. Sie sind von klein an mitgekommen, in die Sonntagsschule, haben die biblischen Geschichten dort auch gehört, die biblischen Wahrheiten, haben Gleichgesinnte kennengelernt. Es war wichtig, dass sie gerne in die Kirche kommen, dass sie, ja, dass etwas ist, wo sie sich wohlfühlen auch. Es war natürlich lässig, die Lager, die es gegeben hat, wo Gemeinsfreizeiten überufert ist das viel gewesen. Das war immer eine tolle Zeit gewesen und das heute noch viel erzählen davon. Dann haben auch Besuch, die wir am Sonntag hatten. Wir haben vielmal Familien eingeladen, aus der Kirche, aber auch aus dem Dorf. Haben Leute kennengelernt, die in die Kirche gekommen sind, aus dort mal noch Anstaltsringwil, die in Halbgefangenschaft waren. Es hat eine Zeit gegeben, wo die mitkommen in den Gottesdienst. Das war natürlich auch etwas Besonderes für die Kinder. Einer, der eingesperrt ist, hat Fragen gegeben. Ja, einfach, das hat alles dazugehört. Später dann auch hat es Kinderwochen gegeben, wo sie am Anfang als Teilnehmer dabei waren, dann als Leiter, wo wir als ganze Familie dabei waren, mitgemacht haben. Auch dort wieder ja, die Erfahrungen, die sie sammeln, Erfahrungen, die sie machen mit Gott. Und dazu gehören letztlich auch Antonialager, die Singlager und Sportlager, je nachdem, wie man ausgerichtet ist, sind auch wertvoll gewesen. Ja. Susanna, willst du noch ergänzen? Das ist gut. Ja, also die Lager, die sind wirklich sehr, sehr wichtig für unsere Kinder. Da haben sie viel erlebt und können mitnehmen wieder in den Alltag hinein. Und ja, was mich auch noch wichtig gefunden hat, du hast die Kindertage erwähnt, also dort sind wir wirklich als ganze Familie voll dabei gewesen. Und sie haben Gespänli eingeladen, das war auch wichtig für sie. Kommt doch mit, hört die Geschichten. Und einfach, ja, du hast es schon gesagt, die Kirche auch lieb machen, dass sie sich, also die eine, die ist sogar dann einmal übernachten in die Kirche mit ein paar Gespänli. Also das ist wirklich, und ist ohne Schuhe, mit den Socken umeinander gerannt. Also das ist für mich Familie sein, auch im Grösseren halt, in einer Kirche rein. Und das war sehr prägend für unsere Kinder auch. Und ich denke, es kommt auch fest darauf an, wie wir eingestellt sind auf Kirche. Ja. Spannend. Was für Werte sind euch zwei jetzt besonders wichtig gewesen? Vielleicht könnt ihr 2 Werte rauspicken, das sind sicher mehrere, die ihr wollt in der Familie ausleben. Und was für Auswirkungen haben sie gehabt? Ich mal schauen, was wir da notiert haben. Ja, es hat verschiedene Werte gegeben. Also das eine war die Ehrlichkeit. Das war uns ganz wichtig, dass da nicht irgendetwas vorgegaukelt wird, sondern dass wir ehrlich zueinander sind. Die Hilfsbereitschaft und der respektvolle Umgang und speziell auch zu Erwachsenen, natürlich auch zu den Kindern, aber ja, einfach die Achtung vor den erwachsenen Menschen auch. Ja, das ist uns einfach wichtig und dass man die Meinungen stehen lässt.
Das muss ich jetzt gleich auch noch sagen, ein Stellenwert, den der Hans-Rudi recht drin hineingegeben hat, ist der Stellenwert der Frau gewesen. Das hat mir unglaublich gut getan. Einfach ja, die Fürsorglichkeit, die Verantwortung, die er übernommen hat. Und also den Jungs wie den Mädels. Wir hatten 2 Buben und 2 Mädchen gehabt. Einfach das vorzuleben, den Umgang miteinander, der sorgfältige Umgang, die Achtung, die Wertschätzung. Und das kannst du später auch beobachten, wie sie dann mit ihren Partnern umgehen oder Freunden. Gesprächskultur habe ich noch aufgeschrieben. Also das ist auch ganz ein starker Wert von uns, dass wir geredet haben, dass wir über alles geredet haben. Wir haben zwar, also wenn man jetzt Gesprächskultur anschaut am Tisch, dann ist also wir sind eher, müsste ich fast sagen, eine Italo-Familie gewesen, weil es war mega laut gewesen. Jeder hat einmal manchmal reingeschwätzt und so, und die Kleinste, die war dann noch 4 Jahre jünger gewesen, die hat dann gesagt, jetzt wollte ich auch mal etwas sagen. Und auch gewisse Themen sind vielleicht ein bisschen Überforderung für sie gewesen, aber es war wichtig, das alles anzusprechen. Über Spicken, über Sexualität. Ich mag mich erinnern, ein Bub hat mal gesagt, so grusig, mal nackt neben einer Frau liegen. Und einfach so, dass einfach alles ausgesprochen werden. Du hast mir einmal gesagt, dass ja jetzt noch sehr eine offene Kommunikation haben, wenn alle wieder zusammenkommen, wo man austauscht und fragt und wirklich aufeinander auch ins Leben reden. Das ist irgendwie ein bisschen geblieben, ja. Doch, also nicht irgendwie, ja. Dass man wirklich offen über Sachen redet. Also, ja, auch. Also sicher soll jeder seinen intimen Bereich haben und das ist auch wichtig, aber doch, es hat Platz, alles hat Platz. Super, danke vielmals. Rahel, ich würde gerne zu dir kommen. Du bist in einer grossen Familie mit 6 Geschwistern aufgewachsen. Du hast mir erzählt, wie ihr ein offenes Haus hattet, immer viele Gäste bei euch hattet. Du kennst so das Leben von grosser Familie so richtig gut. Du bist heute Single, du hast kein Kind, du lebst allein. Ist dir das so zu viel gewesen, mit dieser grossen Familie, dass du heute lieber allein bist? Oder wie ist das? Ist das ein Wunsch gewesen, den du gehabt hast, oder überhaupt nicht? Also ich habe es sehr genossen, so aufzuwachsen. Es war für mich ein Privileg gewesen. Und es hat für mich auch den Wunsch drin gehabt, eine grosse Familie zu haben. Nicht nur irgendwie 1, 2 Kinder, sondern wirklich eine grosse Familie zu haben. Ich wäre sehr gerne Mami gewesen. Wäre so ein bisschen mein Wunschberuf, oder? Ja. Ist es so in dem Sinn nicht. Ja, hat sich nicht so ergeben und ich habe kein Kind. Ja. Es klingt für mich fast ein bisschen wie ein zerbrochener Traum. Ist es das? Und wenn ja, wie bist du oder gehst du heute noch damit um? Ja, für mich ist es ein zerbrochener Traum. Es hat Zeiten gegeben, wo ich traurig war, enttäuscht war, auch die Zeit der Einsamkeit, die ich immer wieder gekannt habe, die manchmal jetzt noch da sind. So ein bisschen die Frage auch, warum ich und nicht andere. Aber ich muss sagen, irgendwo sind nie so lange Krisen gewesen, da bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, so ein bisschen das Zentrale war, dass ich sehr, sehr gute Freundschaften habe, die mir dadurch geholfen haben. Ja. Was hat Gott in dem für eine Rolle gespielt? Hast du ihn mal erlebt in diesen herausfordernden Zeiten? Ja, also sicher das Privileg, so gute Freundschaften zu haben. Ich denke, irgendwie, wenn man allein ist, ist das sehr wertvoll. Es sind enge, tiefe Freundschaften, die ich habe. Und so ein bisschen, dort auch gespürt habe, eine Annahme und so ein bisschen eine Wertschätzung, die mir gut getan hat. Mich hat auch so durch mein Leben so ein bisschen der Spruch «Spuren im Sand» begleitet, wo es so ein bisschen darum geht, in den schwersten Zeiten hat Gott dich getragen. Also ein bisschen zurückschauen, wo man nur eine Spur sieht. Das ist so ein bisschen durch mein Leben durchgegangen. Und so ein bisschen, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich gleich so ein bisschen eine Zufriedenheit haben, eine Dankbarkeit. Und ich glaube, es ist nicht von mir aus, dass ich mich mitfreuen kann, wenn andere heiraten, mich mitfreuen, wenn andere Kinder bekommen. Klar gibt es auch manchmal einen Stich, aber irgendwo einfach, ich kann mitfreuen und da bin ich mega dankbar.
Und ja, das ist so ein bisschen das. Einmal, was mich noch so ein bisschen oder mir immer wieder so ein bisschen in den Sinn kommt, ist einmal so ein bisschen ein Satz von Leo Bicker, dass du das Glück nicht kannst von einem Partner oder von einer Familie abhängig machen. Und das hat mir gut getan, das immer wieder irgendwo vor Augen zu halten. Auch gerade wenn ich sehe, oder wenn Familie oder ich in Beziehungen sehe und sie haben das teilt mit mir, zu sehen, es ist nicht nur meine Noten, sie haben nichts. Und es ist nicht das, was einem schlussendlich glücklich macht. Und das hat mir gut getan, das immer wieder vor Augen zu halten. So die Zufriedenheit Ja. bei Gott können finden, oder? Ja. Das Erfülltsein. Genau. Auch wenn die Sehnsucht in dem Sinne nicht einfach weg ist. Ja. Danke dir. Max, du bist ganz anders aufgewachsen. Du kennst die Großfamilie, wie sie Rahel hatte, nicht gleich. Wie hast du Familie erlebt? In einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Als ich aufgewachsen bin, ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, 200 Meter neben dem Dorf, ein Haus weiter noch mein Großvater und das war meine Familie. 2 Katzen noch, die waren noch wichtig. Aber mehr nicht. Mein Onkel, der Bruder von meinem Vater, der wohnte, seit ich denken kann, in Asien, Mongolei, Kasachstan, Kirgisistan, so in der Reihenfolge, glaube ich. Und ihn, meine Tante, meine beiden Cousinen habe ich alle 2 Jahre mal gesehen, so ungefähr. Und meine Mutter musste arbeitsbedingt nach Bremen ziehen, als ich 3 Jahre alt war. Das Problem ist, da draußen auf dem Land, wo wir waren, hat sie mit ihrer Ausbildung keinen richtigen Arbeitsplatz finden können. Und mein Vater als freiberuflicher Webdesigner hat es da ein bisschen einfacher. Der braucht eine Internetverbindung und dann kann er loslegen. Und dann war meine Mutter halt unter der Woche immer in Bremen. Das ist eine 3 Stunden Autofahrt von uns. Und ich habe sie nur an den Wochenenden gesehen. Und als ich 6 Jahre alt war, hat sie dann ein sehr, sehr cooles Jobangebot hier in der Schweiz gekriegt. Und dann ist sie dafür eben in die Schweiz gezogen. Der Plan war ursprünglich, dass mein Vater und ich nach einem Jahr nachziehen. Aber durch ein paar blöde Umstände ist das dann nicht so passiert, weil meine Großmutter hatte einen Schlaganfall und dann war sie Pflegefall und dann ist mein Vater auch da geblieben, eben bei meinem Großvater. Und dadurch ist dann schlussendlich auch die Ehe mit kaputt gegangen. Und dann habe ich meine Mutter einmal im Monat sehen können, bin hergekommen oder sie zu mir nach Deutschland und sonst war ich da am Waldrand bei meinem Vater, meinem Großvater, keine Geschwister, keine Kinder in meinem Alter. Ich war eigentlich immer sehr viel einfach mit mir selbst alleine unterwegs, im Wald rumgerannt, gespielt, viel gelesen, solche Sachen. Du bist eigentlich in einer Männerwelt mäßig aufgewachsen, hast du mir mal gesagt, Ja, gell? sehr. Und du hast auch deine Mutter sehr vermisst, so die zweite Bezugsperson, zweite Hälfte, Genau. so dass jemand dich in den Arm nimmt, ja, einfach das Mami halt, genau. Und du hast es schon angetönt, es hat einen Bruch gegeben bei deinen Eltern, in deiner Familie, wo sie sich getrennt haben, später dann auch scheiden lassen haben. Wie war das für dich gewesen? Ich stelle mir das noch sehr speziell vor, gerade als Einzelkind, das nicht noch andere Geschwister hat, wo du das damit teilen kannst, sondern du mit deinen Eltern und die trennen sich. Das mit der Scheidung war für mich, ich kann mich nicht mehr an einen Moment erinnern, wo mir gesagt wurde, so, deine Eltern sind jetzt geschieden, das war's jetzt, bist jetzt Scheidungskind oder sowas. Es war eher so, dass ich es einfach irgendwann selber gemerkt habe. Und das war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich als Kind, weil ich war eben immer allein, eher ein bisschen verschlossen, glaube ich, habe nie groß mit Leuten über meine Gefühle reden können, weil eben auch keine Geschwister. Und dann war es halt so, dass ich immer in die Schweiz gekommen bin und irgendwann hatte meine Mutter auf einmal einen neuen Partner hier. Und dann war eigentlich habe ich ja immer, wenn ich hier war, natürlich ihre Nähe gesucht, weil mir das extrem, extrem gefehlt hat in meiner ganzen Kindheit. Und dann war da auf einmal noch so ein anderer Mann mit dazwischen. Und
so ist es mir dann irgendwann aufgegangen, okay, Mama, Papa ist jetzt wohl nicht mehr eins. Und das war eine recht harte Zeit für mich erstmal. Und eben, ich hatte niemanden, mit dem ich groß drüber reden könnte. Das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich einfach mich sehr, sehr stark zurückgezogen habe und einfach halt immer weiter so mein Ding gemacht habe. Ob es mit Geschwistern anders gewesen wäre, ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle. Aber ich weiß es nicht genau. Grundsätzlich, das Resultat von all dem war erstmal Eltern getrennt und ich da so ein bisschen alleine dazwischen. Ja. Ja, bei dir sind es die Eltern, die einen anderen Weg eingeschlagen haben, als du dir wahrscheinlich gewünscht hättest. Liebe Klausers, ich will nochmal zu euch kommen. Und zwar, wie ist das bei euch? Manchmal können ja Kinder auch einen anderen Weg einschlagen, als man sich so als Eltern vorstellt. Und ich glaube, sie müssen ja ihren eigenen Weg finden, das ist wichtig. Und ihr habt mir auch schon erzählt im Vorhinein, dass eure Kinder so andere Wege zum Teil eingeschlagen haben. Vielleicht auch gerade bezüglich Glauben. Wie war das bei euch gewesen und was hat das bei euch ausgelöst? Also ich glaube, wichtig war, dass wir als Eltern haben dürfen einen Boden legen. Also unsere Kinder haben sich relativ früh für Jesus entschieden. Und ja, ich mag mich erinnern, einmal so auf dem Sofa gehöckelt und dann, ja, ich möchte das auch, ich möchte mit Jesus gehen. Und das sind so berührende Momente, die einen von euch sicher auch kennen, wenn so ein Kind sich für Jesus entscheidet. Das ist die grösste Freude, die man als Eltern hat. Und ja, wie du es gesagt hast, dann gibt es dann Wege, wo sie einschlagen, wo wir nicht mehr grossen Einfluss haben. Und dort gilt es einfach zu vertrauen auch und im Gebet das anzulegen. Ich mag mich noch erinnern, eines Tages ist einer der Söhne heimgekommen und hat gesagt, hört doch einmal auf mit dem Jesus, immer von dem, also ich habe langsam genug von dem Geschwätz da, dem Glaubengeschwätz und im Gottesdienst komme ich auch nicht mehr. Peng. Mich hat das gerade umgerührt. Ich gefunden, nein! Und ja, hat ihr dann das auch erzählt? Ich habe wirklich brüllen darüber. Das hat mich sehr mögen. Und ja, das sind so die ersten Momente gewesen, wo wir konfrontiert waren damit, dass Kinder ihren eigenen Weg gehen und uns auch bewusst worden ist, dass sie sich auch müssen selber entscheiden nochmal, auch wenn sie als Kind den Schritt gemacht haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das durch Höhen und Tiefen geht. Und lustig war ja dann noch, dass der Sohn, den ich jetzt erzählt habe, ein Zeitchen später einmal am Tisch erzählt hat, ja, jetzt hat gerade eine Geschäftskollegin ihre Brüder unter traumatischen Umständen ums Leben gekommen. Das ist schon noch verrückt. Und sie sei sehr niedergeschlagen und traurig. Und er hat ihr dann von Jesus erzählt. Und wir haben dann nicht viel gesagt. Wir haben einfach schmunzeln, weil irgendwie, aha, ja, irgendwie passt es jetzt für uns nicht so zusammen. Und gleich ist da etwas gewesen. Ja, willst du noch ergänzen? Oder? Also es hat auch sonst herausfordernde Erlebnisse gegeben. Es hat jemand eine Beziehung mit einem Nicht-Christ angefangen, also der nicht gläubig war. Dann das Thema Zusammenleben vor der Ehe. Was? Bei Klausus? Also auch da, wir hätten manchmal dann gerne die Bibel ein bisschen umgebogen oder gefunden, ja, ist voll okay so. Aber ja, wir haben probiert, unseren Wert oder dem, was wir überzeugt sind, treu zu bleiben. Es ist Rauchen, Alkoholkonsum, also Themen sind da gewesen. Ausgang bis im Morgengrauen. Und dann, Fußspuren im Schnee, frischer Schnee am Morgen und so. Ja, das sind schon noch Sachen, wo man nicht viel Einfluss hat dann mehr. Was würdet ihr sagen, wie sind ihr in so konkreten Situationen damit umgegangen? Zum einen auch zum Beziehung stärken, gerade wenn das Kind sich vielleicht abwendet und sagt, hey, da will ich nichts mehr damit zu tun haben.
wie sind ihr damit umgegangen? Oder was würde ihr da vielleicht raten, dem inne? Was uns wichtig war, also die Kinder sind ja überzeugt von ihrem Weg und von ihrer Meinung und dass man die in gewissen Sinne ein bisschen stehen lassen und ernst nehmen. Also sie haben eine Meinung und von der sind sie im Moment überzogen. Und dort mit Sorgfalt daran herankommen, das ist uns sicher nicht immer gelungen. Das ist einfach ein Wunsch und wo ich etwas, ja, als Tipp, den wir auch mitgeben wollen, dass man wirklich die Kinder auch in diesen Moment achtet und sie loslässt. Einfach auch loslassen und vielleicht einfach mit so kleinen Liebesbeweis gleich zeigen, dass man sie gerne hat. Kann sie mal ein Lieblingsessen kochen oder ja, einfach Zuwendung zeigen. Ich glaube, sie brauchen das ganz besonders in dem Moment, wo sie ihre eigenen Wege gehen. Und jetzt im Rückblick müssen wir eigentlich sagen, sind wir mega froh für die schwierigen Zeiten, die waren, weil das hat sie zu diesen jungen Männern und Frauen, heute, wo sie heute sind, gemacht. Mit ihrem Charakter, mit ihren Stärken und Schwächen. Und ja, darum irgendwie, wenn bei euch Kinder jetzt noch kleiner sind oder langsam so ein bisschen die vorpubertäre oder pubertäre Phase kommen, dann, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sind dankbar für die Herausforderung oder für die Wege, wo sie vielleicht manchmal nicht so ganz geordnet gehen, weil da finden sie ihren Weg, als wenn sie beschnitten werden in dem hinein. Willst du noch etwas sagen? Es war auch die Zeit, wo die schwierigste Zeit für uns war, auch in unserer Beziehung. Das ist herausfordernd, wo man vielleicht nicht gleicher Ansicht ist, wo es auf einmal Streit zwischen uns oder mindestens Lampen gegeben hat, wo ja, also es sind herausfordernde Jahre. Und ich habe heute Morgen noch gesagt zu Susanne, siehst du das auch so? Ist das wirklich die grösste Herausforderung gewesen, in unserem Leben? Kinder zu erziehen. Und alle sehen wir das gleich. Es ist wirklich eine grosse Herausforderung, auch mit viel Freude. Das gehört auch dazu, aber einfach in so einem Moment ja, kann es wirklich auch eine Beziehung an einen Punkt anbringen, der schwierig ist. Und von dem sich nicht runterbringen lassen, sondern ja, einfach weiter dranbleiben auch. Ist mir noch ein Punkt wichtig gewesen. Ja, ich habe bei den letzten 2 Mal, wo die Kinder gekommen sind, habe ich anschliessend gesagt zu Susanne, ja, ist einfach, wir haben tolle Kinder. Und ja, irgendwie denke ich, das ist das, was du schon gesagt hast, die Sachen haben sie wachsen, reifen lassen. Es ist sehr wichtig, dass sie ihren persönlichen Glauben finden können. Also das, was der Sohn ausgedrückt hat, lasst mich mal mit eurem Glauben, ist im Nachhinein für uns ganz wichtig gewesen. Wo wir gesehen haben, es ist wichtig, dass er seinen persönlichen Glauben findet. Persönlich die Beziehung zu Jesus und nicht, meine Eltern haben geglaubt, jetzt bin ich auch Christ, ich gehe auch in die Kirche, weil es die Eltern so gemacht haben, sondern dass da wirklich seine ganz persönliche Entscheidung hat können treffen. Dann vielleicht auch ein Loslassen in dem Innen, oder als Eltern. Genau. Ja. Ja. Mich würde es noch wundern, oder für mich taucht noch so die Frage auf, haben ihr euch nie die Frage gestellt, hätten wir es noch besser machen können? In dem Innen. Oder vielleicht, wenn die Herausforderung ist, hey, hätten wir nicht etwas anderes machen müssen. Wie gehen ihr mit dem um? Mit diesen Fragen? Vielleicht auch Zweifel, die mal aufkommen oder aufgekommen sind? Doch, ganz sicher. Also das habe ich mir als 18-Jähriger schon
gesagt, also das und das und das mache ich dann einmal nicht. Ja, das ist so, obwohl ich es sehr gut hatte, die aber es gibt einfach die Ansicht, wo man findet, hey, das mache ich nicht, mache ich dann einmal nicht. Und es sind Sachen, die wir heute schon anders machen würden. Sachen, die Kinder sagen, ja, mir kommt jemand zu Ohren, umarme mich mal richtig. Ja, das ist auch etwas, das haben wir weniger gemacht und irgendwie, ja, man hat einander einen Kuss gegeben, aber so richtig umarmen, aber das sagen sie einem schon. Ja. Für mich ist von Anfang an klar gewesen, oder für uns, wir werden Fehler machen. Also wir sind nie mit dem an die Kindererziehung oder an die Aufgabe angegangen, wir machen es mal fehlerfrei. Und haben da wirklich auch bewusst immer Jesus mit einbezogen und haben dann gewusst, wenn wir Sachen falsch machen, dann kann er sie gerade beugen. Und ja, das ist für mich wichtig gewesen, einfach das zu wissen, dass wir als Menschen das gar nicht schaffen. Einfach eine fehlerfreie Erziehung, da gibt es schon lange ein Buch dazu, wo sich dann so bewähren würde, dass das einfach der Schlager wäre. Aber es sind ja alle Kinder sind ein individuell geschaffenes Geschöpf und entsprechend verhalten sich die anders. Nur schon bei uns in der Familie, die 4 sind so unterschiedlich. Nein, das ist glaube ich, gut so. Ja. Also, ja. Und trotzdem hat man ja eine Verantwortung, oder? Die hat man ja, das ist ja so. Also, das sollte sich eigentlich jedes Elternpaar bewusst sein, dass wir da eine Verantwortung haben, von Gott gegeben. Das ist ein Auftrag, den wir haben als Eltern. Und schön ist es, wenn wir es gemeinsam machen können, auch wenn vielleicht zeitlich, je nachdem wer schafft oder so, das unterschiedlich ist, wie man präsent ist für die Kinder, aber es muss eine gemeinsame Sache bleiben. Auch wenn zwischen ihnen eben so Konflikte sind, wo ich gefunden habe, hey, jetzt bist du wieder total hart drin. Und gefunden hat, jetzt Grenzen setzen. Und ja, da ist man immer wieder am Jonglieren miteinander. Und das gemeinsam durchgehen. Und vielleicht noch für die jetzt noch ganz kleine Kinder haben, man weiss ja, also wissenschaftlich, die Wissenschaft sagt das auch, die Forschung, dass Kinder in den frühesten Jahren geprägt werden. Also so bis 3, 4 hat man schon ganz viel von der Prägung hinter sich. Natürlich kommt noch viel anderes dann, aber einfach, das hat mir auch Mut gemacht in diesen Zeiten, wenn es stressig war, wenn sie gebrüllt haben, wenn sie gezwängelt haben, wenn die Nächte lang waren und so. Aber einfach, es lohnt sich, es lohnt sich. Und ich habe heute gedacht, als wir da wegen Dankbarkeit da gesessen sind, ich bin einfach mega dankbar für all die schönen Erlebnisse, die wir auch mit unseren Kindern hatten und auch weiter haben. Also das ist ja etwas, das weitergeht. Ja, ein Thema, das vielleicht doch auch für das eine oder andere auch brennend ist. Wir haben für uns gehabt, man geht in den Gottesdienst. Und haben das eigentlich auch wollen mitgeben, bis wir gemerkt haben, hey, das können wir nicht so durchziehen bis zum Schluss. Ja, weil da heisst es, ich komme nicht mit. Und das ist für uns auch eine Frage, hätten wir früher noch müssen den Freiwillen lassen, dass sie das selber entscheiden können. Und wir haben uns schon manchmal überlegt, jetzt im Nachhinein, wir wüssten nicht,
was richtig oder was falsch ist. Vom einen Kind haben wir schon gehört, wo dort mal noch eher ein bisschen kritisch war. Wir haben müssen, der sagt, ja, vielleicht mache ich es dann auch mal gleich bei meinen Kindern. Das ist wirklich ganz eine schwierige Frage, und es sind schwierige Fragen, die wir als Eltern zu entscheiden haben. Ja, wäre jetzt eins nicht mehr auf dem Weg, weil wir vielleicht denken, hätte man da gesagt, komm du weiter sein mit, dann wäre es heute dabei. Ja, es sind einfach Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und das Schöne ist, sind alle mit Jesus unterwegs und 3 sind unabhängig jetzt von uns in der GVC. Das sind Frauenfeld, Winterthur und jetzt im Oberland. Super. Rahel, du hast andere Herausforderungen als Single-Frau. Mich würde wundern, gibt es denn so positive Seiten, wo man sagen, hey, yes, das habe ich, was viele andere nicht haben am Single-Sein? Ja, das gibt es. Also ich denke, ich habe sehr viel Zeit, wo ich mich auch in andere investieren kann oder sage mal, ich komme schnell vorbei. So ein bisschen das Ganze spontan sein. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen daheim. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich sehr viel reisen durfte. Das habe ich sehr genossen. Ja, also das gibt es schon. Und das wird mir manchmal auch gesagt, du hast es ja so schön. Genau. Ja. Wer würdest du sagen, ist für dich Familie so ohne Partner, ohne Kind? Also ich meine, ich habe meine Familie und ich bin sehr dankbar darum. Auch so, ich bin die jüngste von 7 Geschwistern und sie schauen gut zu mir, das muss ich wirklich sagen. Und jetzt, ich habe nur eine Schwester und das ist für mich ein Segen drin, weil ich habe zu ihr eine sehr, sehr enge Beziehung. Wo sie geheiratet hat, habe ich ihrem Mann gesagt, du weißt, du heiratest mich mit. Und das ist auch so, also ich bin in dem Sinne Inventar dort, ich gehöre dazu, ich weiss, ich darf jederzeit kommen, ihre Türen ist offen, sie haben selber auch 4 Kinder und das ist für mich sehr eng, auch die Familie, wo ich, sei das an Festtagen dabei bin oder einfach, ja, wenn es mir vielleicht nicht so gut geht, das. Dann der andere Teil ist sicher meine Freunde, ich bin mit 6 Frauen aufgewachsen, wo eigentlich die Beziehungen immer noch bestehen, wo wir uns immer regelmäßig wieder treffen, vielleicht wieder mal ein bisschen näher zueinander ziehen. Und diese Freundschaften haben recht Bestand, manchmal ein bisschen näher zu den anderen oder irgendwie so, aber das bedeutet mir sehr viel. Das ist so, Leben teilen, auch wenn sie in verschiedenen Situationen stehen, geheiratet, geschieden und so weiter. Das ist mir sehr wichtig. Und allgemein einfach so ein bisschen, ja, meine Familie sind meine Freunde, wo vielleicht auch Türen öffnen, dass ich in ihre Familie hineinkommen darf, dass ich in diese Familie hineinschauen und darf irgendwo, ja, mit dabei sein. Das gibt mir viel. Ja. Max, du bist vor 3 Jahren von deinem Vater eigentlich hier in die Schweiz gezügelt, von Deutschland in die Schweiz bist gekommen. Du bist deiner Mutter sozusagen gefolgt. Und du bist dann hier angezügelt, bist mit deiner Mutter und ihrem Freund zusammengezogen oder ihre Wohnung gekommen. Jetzt die Scherben sind ja immer noch da gewesen, von dem ganzen Bruch, von deiner Vergangenheit. Wie hast du Heilung erfahren? Es gab da eigentlich 2 Hauptfaktoren. Das erste war eben, was ich schon ein bisschen angetönt habe. Als Teenager habe ich mich immer weiter zurückgezogen, abgeschottet und habe mich eigentlich nirgendwo wirklich zugehörig gefühlt, war immer sehr schlecht drauf. Hatte so wahrscheinlich auch, könnte man vielleicht sagen, Identitätsprobleme oder sowas. So, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, wo gehöre ich dazu? Und in der ungefähr 8. Klasse war das, habe ich für mich zu Hause angefangen zu beten. Und ich wusste nur sehr wenig über den Glauben, also fast nichts. Und habe dann einfach mal das Vaterunser gebetet, jeden Abend. Und angefangen, irgendwann auch ein bisschen frei noch hinterher zu beten, was mich gerade so beschäftigt hat. Und in der Zeit, in den
2 Jahren danach, so 8. bis 10. Klasse, hat der Heilige Geist bei mir sehr, sehr viel verändert. Ich bin offener geworden, selbstbewusster, zufriedener, dankbarer. Ich weiß noch, irgendwann saß ich im Chemieunterricht, so kurz bevor der Lehrer reinkam und um mich herum alle so, scheiße, Montag, keinen Bock. Und ich saß da und war einfach glücklich, da sein zu können und habe mich gefreut. Und das war ein sehr, sehr cooler Moment, das so zu sehen im Vergleich zu dem, wie es mir früher ging. Das waren die Faktoren im Alltag. Das andere war aber, es gab eben auch ein paar Momente, die wirklich tiefer geschnitten haben. Und da hatte ich dann vor 2 Jahren ungefähr, habe ich gewisse psychische Probleme entwickelt und hatte immer noch verschiedene Alllasten, die mich einfach weiterverfolgt haben, wo ich in alten Handlungsmustern drin war und es einfach immer wieder Sachen gab, die mich belastet haben. Und da kam dann irgendwann ein Moment, wo mir Gott sehr direkt gesagt hat, steh auf, geh zur Seelsorge, wir schauen uns das an. Und das habe ich gemacht. Und bei der Seelsorge haben wir dann all das nochmal durchgekaut, so meine ganze Kindheit, Vergangenheit, was da so passiert ist, was da schiefgelaufen ist. Und indem ich mich damit nochmal genauer beschäftigt habe, habe ich gelernt, das einzuordnen und wurde auch gerade von diesen psychischen Problemen, die ich hatte, wirklich geheilt, dass es jetzt eigentlich kein Thema mehr für mich ist. Genial, hey. Wirklich. Was man noch gut machen kann, oder? So wirklich die tiefen Wunden, Narben heilen. Mega schön zu hören. Jetzt hast du gesagt, deine Familie ist eher noch klein. Und gibt es noch andere Menschen, die für dich auch wie Familie sind oder sein können? Ich meine, seit ich hier bin, muss ich wirklich sagen, dass ich die Kirche auch mit als eine Art von Familie sehe, ohne dass ich mich jetzt auf eine bestimmte Definition von Familie versteifen sollte, das habe ich noch nicht ganz raus. Aber ich sehe da einfach in der Kirche einen Rahmen von Leuten, die gemeinsame Grundwerte haben. Die Basis ist einfach da und damit kann man sich ganz anders austauschen. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich irgendwo andere Christen treffe, irgendwo im Alltag. Und man kann einfach direkt in die Tiefe gehen, man kann direkt über viel mehr Themen sprechen, weil dieses Grundverständnis da ist. Und gut, Kirche ist jetzt nur einmal die Woche. Der andere Punkt, wo ich wirklich eine Erweiterung meiner Familie spüre eigentlich, ist meine Kleingruppe hier. Weil wir treffen uns jede Woche plus Sonntag, man sieht sich regelmäßig, man redet über tiefe Themen, ist füreinander da, spornt sich vielleicht mal ein bisschen an oder unterstützt sich, je nachdem, was gerade nötig ist. Und da sind wir jetzt seit 3 Jahren fast unterwegs. Im November 2017 bin ich dazugekommen. Und das sind extrem, extrem tiefe Freundschaften, die für mich eben wirklich schon so eine Art erweiterte Familie sind. The Church Family. Und das darfst du erleben. Genial. Mich würde es noch wundern, was hast du aus der Training von deinen Eltern für dich persönlich mitgenommen oder gelernt? Vielleicht 1, 2 Punkte. Ich glaube, das Wichtigste, ich habe halt sehr gut gesehen, was sie an Fehlern machen, weil ich mit beiden viel spreche und auch beim Scheidungsprozess selbst recht involviert war. Und der Hauptgrund, glaube ich, warum die Ehe kaputt gegangen ist, war, weil mein Vater leider, er ist ein wunderbarer Mensch, aber er kann nicht kommunizieren. Er kann nicht darüber reden, was in ihm vorgeht. Und das hat mir meine Mutter, seit ich 11 war, eingebläut, immer und immer wieder zu kommunizieren, darüber zu reden, was in einem vorgeht. Es ging am Anfang überhaupt nicht für mich. Ich habe kein Wort rausgebracht und es ist noch ein sehr, fast ein bisschen gruseliges Gefühl. Man hat so einen Sturm an Emotionen in sich drin, aber kann es nicht rausbringen. Aber sie hat mich immer wieder an diesen Punkt gebracht, bis ich es irgendwann gemacht habe, bis ich darüber geredet habe. Und dann so oft wiederholt, bis es für mich normal geworden ist, mehr oder weniger, bis ich da wirklich ohne Schwierigkeiten drüber reden kann. Und diese Bedeutung von Kommunikation, von Selbstoffenbarung und sich halt zu trauen, auch kundzutun, was in einem vorgeht, was für Probleme, Sorgen, Ängste man hat,
das glaube ich, aus meiner jetzigen, noch recht jungen Warte, glaube ich, ist das recht wichtig in Beziehungen, auch wenn ihr das wahrscheinlich besser wisst. Ich sehe mich da eher so, wie du vorhin meintest, so mit 18. Ich weiß, was ich nicht machen möchte, auf keinen Fall. Ich hoffe, das wird dann auch so. Aber ja, die Bedeutung von Kommunikation und die Bereitschaft, sich selbst zu öffnen, das ist das, was ich am meisten mitgenommen habe. Was ja spannend ist, wie das deine Mutter dann gefördert hat in dir, probiert jetzt so rauszulocken, oder? Das ist wieder das Prägen. Ja. Jetzt hat uns der Max erzählt, was er mitnimmt von seinem Erlebten. Rahel, gibt es etwas, wo du mit uns als Church Family kannst teilen, was wir für Leute können tun oder ja, wo vielleicht allein stehen, wo vielleicht geschieden sind oder Single sind oder kein Kind haben oder ja, wie auch immer? Also ich kann es eben einfach von meiner Seite her sagen, was ich sehr geschätzt habe, ist eben einerseits so ein bisschen die Familien auftun. Ich habe manchmal so ein bisschen, das so ein bisschen erlebt, in christlichen Kreisen, man ist nur etwas wert, wenn man einen Partner an der Seite hat. Das ist mir eigentlich, das hat mich sehr verletzt in dem Sinn. Und von dem her auch den Einzelnen zu sehen, wo ich sehr wichtig finde, nicht nur jetzt am Sonntag selber, sondern irgendwo einfach mal ein Telefon geben, einzuladen, ja, vielleicht auch mal von sich etwas zu erzählen, weil ich habe manchmal so ein rosiges Bild vielleicht gehabt, was eine Familie ist oder einfach eine Ehe ist, und mir hat das sehr gut getan, dass die Leute mit mir Herz geteilt haben, dass ich nicht nur jetzt irgendwo meine Not gesehen habe, sondern irgendwo auch in anderem und durch das dann vielleicht das wieder irgendwo oben runtergekommen ist. Ja, ich denke, es sind so Kleinigkeiten, wo man wie so ein bisschen am anderen zu spüren gibt, du bist wertvoll, ich denke an dich, ich bin für dich da. Ja. Du hast in der Vorbereitung einmal gesagt, du würdest manchmal gerne das Haus öffnen für Families, aber du hast gar keinen Platz für 5, 6 Leute zum Einladen, oder? Das ist so. Ich habe eine Zweizimmerwohnung und jetzt irgendwie, wenn ich jetzt gerade eine Familie so einladen würde, dann kann das ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja, aber man kann ja auch etwas zusammen unternehmen oder einen Spaziergang machen oder so. Ja. Du schätzt es in dem Sinne auch mit Families etwas zu unternehmen, genau. wenn du nicht 4, 5 Kinder hast. Genau. Und so ein bisschen, was mir noch so ein bisschen wichtig geworden ist, ich habe meine Mutter, die im Altersheim ist, und dort sehe ich viel eigentlich auch Leute, die allein sind. Und es macht mich schon manchmal betroffen, auch wenn sie jetzt vielleicht kein Kind haben oder die weiter weg sind, einfach so ein bisschen die Einsamkeit drin, wo ich denke, das sind ja auch Momente, wo man vielleicht mal jemanden besuchen kann oder einfach ein Gespräch anfangen. Ja, also ich sehe dort drinnen auch eine rechte Not. Und das hat ja nicht jetzt mit dem Familienstand etwas zu tun. Danke dir. Klaus, also noch zum Schluss, wenn dir noch etwas weitergeben, vielleicht vom Erlebten, vom Gelernten, noch so ein Punkt für uns als eure Church Family. Ja, eine Idee möchte ich noch weitergeben. Und zwar haben unsere Kinder zum 60. die Überraschung, also Kind und Schwiegerkind, die Überraschung gemacht, dass wir ein gemeinsames Familienwochenende hatten. Wunderschön gewesen. Und wir haben gesagt, das müssen wir beibehalten. Und jetzt, vorletztes Jahr, sind wir ins Wallis. Und es war auch ganz eine gute Zeit. Ich möchte eine Begebenheit nur ganz kurz, um euch ein bisschen zu zeigen, was für eine Dynamik das kann haben. Wir waren am Tisch im Hotel, am Nachtessen. Und dann hat die eine gesagt, ja, zum anderen Sohn, du meldest dich auch kaum oder kümmerst dich auch nicht so, dass da ein bisschen die Verbindung bleibt. Und er nachher, stimmt doch überhaupt nicht und was erzählst du für sich? Und dann hat es ein Wort das andere gegeben, die ganze Familie war dann da involviert gewesen. Es hat sogar Tränen gegeben dann. Und dann habe ich die eine Schwiegertochter neben mir dann gefragt, du, was sagst jetzt du da dazu? Dann sagt sie ganz betroffen, hey, sind doch einfach dankbar, dass ihr überhaupt miteinander an einem Tisch reden könnt. Ich wünschte mir das von ganzem Herzen für unsere Familie. Und dann ist natürlich dann schon ein bisschen betretenes Schweigen gewesen. Und zum Abschluss haben wir uns dann getroffen in einem der Hotelzimmer, haben einen Kreis gebildet und miteinander gebetet. Und das sind wirklich ganz
der schöne Moment. Und die müssen wir eben schaffen, bevor es Konflikt hat, bevor Streit rum ist oder Uneinigkeit. Einfach so als Tipp. Und du hast auch noch einen kleinen, gell? Dann sind wir fertig. Ja, da machen wir das jährlich, das Familienwochenende. Ich habe es als Privileg angeschaut, dass Susanne Vollzeitmutter hat können sein. Sie hat dadurch viel auffangen, wo die Kinder heimkommen von der Schule und so weiter. Und auch gesehen, dass es eine wichtige Aufgabe ist, dass ich muss abgrenzen von anderem. Und das ist manchmal auch eine Frage, die Frauen bewegt. Ich will mich mehr engagieren oder Kirche noch mehr. Es gibt einfach eine Zeit, wo es auch dran ist, einfach Mutter zu sein. Und die Aufgabe auszufüllen. Und ja, das habe ich sehr geschätzt. Und es gibt auch nicht das Gesetz, ganz sicher nicht, wenn man jetzt das vollzeitlich macht oder wenn man da gar arbeiten, aber einfach auch die Fragen, die heute da sind, sich nicht minderwertig fühlen, wenn man einfach nur für Kind da ist. Super. Danke euch vielmals. Ich danke euch allen vielmals für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit, den Einblick in eure Familiensituation, für die Vergangenheit. Es ist mega bereichernd, mich hat es inspiriert. Wirklich, mich fordert es auch raus, um vielleicht nochmal gewisse Sachen zu überdenken. Und komm, wir geben Ihnen doch einen herzlichen Applaus. Super. Ja, ich weiss nicht, was es mit dir persönlich gemacht hat, wo du den Tag gehört hast. Ich glaube, jeder von uns kann etwas mitnehmen oder kann sich vielleicht auch nochmal neu überlegen, hey, wo stehe ich im Thema Family, im Thema Nächstenliebe? Vielleicht hat es bei dir nochmal so eine neue Dankbarkeit ausgelöst für das, was du eigentlich hast, was Gott dir geschenkt hat. Vielleicht inspiriert es dich aber auch oder bewegt es dich, für jemanden Family überhaupt zu sein. Vielleicht ist es aber jetzt auch der Zeitpunkt, wo du gewisse Punkte nochmal einfach vor Gott bringst und nochmal bei ihm bewegst und ihm angibst, vielleicht auch Menschen vergibst. Und wir wollen jetzt nochmal in 1 oder 2 Songs hineintauchen, je nachdem wie die Zeit ist. Und ich möchte dich ermutigen, die Zeit jetzt nicht einfach so an dir vorbeizufliegen lassen oder einfach abzusitzen, sondern Worship, das ist eine Zeit, die eine heilige Zeit ist. Weil wir kommen vor einem grossen Gott. Und ich möchte dich ermutigen, das mitzunehmen, das dich jetzt gerade bewegen zu lassen. Wir haben auch ein Gebetsteam. Wenn du ein Anliegen hast, wenn dich vielleicht etwas fest berührt hat oder auch ein anderes Thema aufgekommen ist, für das du Gebet willst oder vielleicht einfach ein Segen für deine Ehe, für deine Familie, wo schon vieles gut läuft. Komm, nehmen wir jetzt die Zeit, um mit Gott zu connecten und dürfen vor ihn zu kommen und stimmen wir zusammen in das nächste Lied ein.